Grüß euch beieinander und einen Sackelschgurren. Jetzt Kasperl. Jo! So wie es jedes Mal ist. Ich nehme mal 2, 3 Tage Auszeit vom Game, für meine eigene Quality Time. Denk mal, ja, was soll passieren? Der Decke fährt hier in der Gegend umeinander. So viel wird es da nicht geben. Guck hin und stell fest, in diesen 2 Tagen hat der 5 Videos ins Internet geschissen. Ja. Dementsprechend haben wir heute was zu tun. Ihr kriegt das Met zwar nicht mehr frisch, dafür gibt es mehr davon. Jetzt ist er wieder da. Euer überhaupt bayerischer Bauernfünfer. Und kommentiert für euch heute beim Spiegelort Vlog Nummer 129. War wohl nix. Scheint aus dem Hotel gefilmt zu sein. Das Spiegelort Intro von diesem Video habe ich vorgespult. Das habe ich euch erspart. Die Leute, die das Original beim Spiegelort gesehen haben, wissen warum. Da sind verstörende Bilder dabei. Nichtsdestoweniger schauen wir mal, was los ist im Hotel. Und damit einer in Rainer. Es schnaubt. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, ist das aus dem Hotel in Frankfurt, wo sie ihn rausgescheucht haben kurz später? Dieser Moment, wenn ihr euch zurücklehnt, frisch geduscht seid, in sauberen Laken liegt und denkt, Saubere Laken, die hast du schon seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Oder vielleicht hat er sie zwischendurch einmal neu gekauft, aber gewaschen hat doch der nicht, oder? Alter, das war's für heute, ich bewege mich keinen Millimeter mehr. Ja, 3 Schritte gemacht, unter die Dusche, 3 Schritte gemacht, wieder zurück. Himmelarsch, war das ein anstrengender Tag. Genauso fühle ich mich gerade. Und da muss man sich noch bewegen. So, ich habe ja meinen Laptop aufgebaut. Ich bin gerade vor das weiche Bett. Für meinen Geschmack ein bisschen zu weich. Es gibt also kein Ding, wo er sich nicht beschwert. Also es muss irgendwas muss immer scheiße sein. Ja. Der hat jetzt die letzten 10 Jahre in einem zunehmend wegschimmelnden Haus in Anführungsstrichen gewohnt. Anfangs war es nur Haus, ist am Schluss, was es jetzt ist, wissen wir alle. Und das Erste, was er macht, ist, wenn er sich in der ersten Nacht im Hotel ins Bett legt. Und das Bett ist aber schon ein bisschen zu weich. Auch Rainer, dieses Bett ist nicht für Elefanten konzipiert worden. Da hat man sich gedacht, da liegt vielleicht einmal jemand drin, der 150 Kilo hat. Aber dann nochmal einen 100er drauflegen, dafür ist es nicht gedacht. Ich bin gerade im Motel One in Frankfurt. Es ist tatsächlich genau die Nacht. Da weiß er es noch nicht. Da weiß es noch nicht, dass er gleich wieder draußen ist. Aus dem Hotel One in Frankfurt. Die Hater spekulieren schon wieder rum, wo ich bin. Ich, Arschloch, ganz ehrlich, ich hätte mir das vor 2 Tagen geben können. Aber nee, ich habe eine schöne Zeit gehabt, die letzten 3 Tage ist alles cool. Aber das ist wirklich, das ist klasse. Das ist erstklassiges Met, da ich sagen. Erstklassiges Met. Der sitzt da, oder liegt da auf diesem Bett in diesem Hotel und hat nicht die geringste Ahnung,
was gleich passieren wird. Das Video hier kommt natürlich erst 2, 3 Tage, nachdem ich schon nicht mehr in Frankfurt bin. Ja, damit die bösen Hater auch ja nicht in Frankfurt finden. Spoiler-Alarm, Rainer. Aber die Hater sind total die Witzfiguren. Man muss dazu sagen, sie haben zwischendurch wirklich gedacht, ich bin in Frankfurt. Nur, dass die Komiker dann das gleich wieder dementiert haben und dachten, ich bin nicht in Frankfurt. Der Witz ist aber, die dachten nicht, ich bin in Frankfurt, sondern ich bin in der Nähe von Frankfurt Römerberg oder so. Das muss man dazu sagen, zwischen Frankfurt und Römerberg liegt ungefähr 1 Stunde Autofahrt. Schaut euch das mal an. Rainer, den anderen Schneidezahn, so, den parallel zu dem, der eh schon fehlt, von dem kannst du dich auch bald verabschieden. Alter Schwede. Da kannst du ja in den Ruhrport fahren, dann schick mal da ein paar Kohlekumpel runter. Leck mich am Arsch. Und ja, die haben gedacht, ich bin in Frankfurt, dann haben sie es wieder verworfen. Die Hater sind so dumm, die finden mich hier nie. 1 Stunde später. Oh Mann, ich bin nicht mehr in der Nähe von Römersberg gewesen, zumindest soweit ich weiß. Ach Mann. Die Schnitzeljagd der Hater läuft nicht besonders erfolgreich. Oh Mann, das ist Gold. Sorry, Leute, das kann doch nicht. Bin jetzt ich in der Truman Show oder ist er das? Ich wüsste zu gern, warum hat er eigentlich nicht Datum, Wetter, Uhrzeit gesagt? Warum hat er nicht gesagt, wie viel Uhr das ist? Da hätte es mich einmal interessiert, wie viel Uhr das ist, weil ich weiß, um wie viel Uhr die Leute den gefunden haben. Ja, beziehungsweise um wie viel Uhr die Leute den Ranger auf dem Parkplatz entdeckt haben. Da würde es mir jetzt wirklich interessieren, wie viel Uhr, damit man weiß, hey, in so und so vielen Minuten stehst ganz schön blöd da mit der Aussage. Wobei man dazu sagen muss, ich sollte vielleicht nicht so voreilig handeln, denn es ist der erste Tag. Ja, ich habe vorhin schon gedacht, Sie wissen, wo ich bin. Ich muss dazu sagen, ich bin noch ein bisschen nervös. Ich habe immer das Gefühl, ich muss auf die Kameras gucken, aber das würde ja nichts bringen, weil... Du keine Kameras hast in diesem Hotel? Naja, letzten Endes ist es so, dass ich keine Kameras mehr habe. Beziehungsweise ich habe sie schon, aber sie ist natürlich im Lager. Bis auf eine, aber da war ich zu voll, die abzumachen. Die gehört jetzt zur Gemeinde, können die mitmachen, was sie möchten. Einer, die liegt höchstwahrscheinlich schon im Container. Werden sie wahrscheinlich eh wegschmeißen. Vielleicht bewahren sie sich auch auf und geben sie mir irgendwann. Eher nicht. Rainer, ich bezweifle das sehr stark, dass sie sich denken, oh, die kann noch was wert sein. Ja, die heben wir lieber auf, für den Fall, dass der Rainer die wieder haben will. Die liegt schon im Container zusammen mit dem anderen Schrott. Ganz aus der Welt bin ich ja noch nicht. Naja, jetzt bin ich in Frankfurt und ich überlege, wo ich als nächstes hinfahre. Auf irgendeiner Raststätte, und zwar in ungefähr einer Stunde. Mir steht ja die ganze Welt offen. Ich bleibe hier auf jeden Fall 3, 4 Tage. Ja, genau, Rainer. Oh Mann, das ist so geil. Dass er das auch noch hochlädt, weißt du? Dass er das ein paar Tage später auch noch hochlädt, was er da labert. Das ist alles Evidence für du bist besiegt, Rainer. Du bist offiziell besiegt. Du bist raus aus der Schanze und du hast gedacht, du bist jetzt 3, 4 Tage in Frankfurt und kannst da umeinander meddeln und nix ist gemeddelt worden. Nach ein paar Stunden haben sie dich gefunden. Und dann hast du dich verpissen müssen. Bis Donnerstag habe ich jetzt gebucht. Morgen geht's in den Tiergarten nach Frankfurt. Zumindest ist es der Plan. Nein, also der Plan ist es schon, aber wie alle deine Pläne ist das Ding Gulli runtergegangen. Ich weiß noch nicht, ob ich es mache. Ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut. Auf jeden Fall möchte ich den Frankfurter Tiergarten besuchen, solange ich hier bin.
Ja, und dann mal schauen, wie es weiterläuft. Also, der Tiergarten ist wahrscheinlich eine ganz gute Idee, weil Frankfurt, ich glaube, Ja, weil da kannst du ihn im Notfall im Affenhaus verstecken. Da finde ich die Hater nicht. Frankfurt ist hier, glaube ich, in Hessen. Ich kenne mich geologisch immer nicht aus, aber ich glaube, das ist in Hessen und in Hessen sind aktuell keine Ferien. Dadurch, dass die Hater nicht wissen, ob ich in Frankfurt bin oder nicht, können sie natürlich schlecht sagen. Und selbst wenn sie wüssten, wo ich bin, wüssten sie nicht, in welchem Hotel ich bin. Das ist so gut. Das macht so viel Spaß zuzuschauen im Nachhinein. Das macht so viel Spaß. Ja, die dummen Hater. Solche Vollidioten. Niemals finden die mich hier. Morgen gehe ich in den Tiergarten. Bis Donnerstag bleibe ich hier quies. Nur so nebenbei, es standen hier mehrere zur Auswahl. Also allein gegenüber vom Hotel, wo ich bin, sind nochmal 2 Hotels und die Straße runter sind nochmal 2. Hättest du da vielleicht nicht eins nehmen? Oh, Alter, in Hessen. Oh, mit die Speckbratzen rein ins Gesicht. Ist da nicht vielleicht eins gegeben, dass er Tiefgarage hat? Du Brunzbiesel, depperter Fettbeitel. Und dann, wenn man die Straße zurückfährt, wo ich hergekommen bin, sind auch nochmal 3. Da wird doch sicher irgendwo eins eine Tiefgarage gehabt haben. Der hätte mir halt da eingemietet. Und nicht dann draußen direkt neben der Straße dein Auto hinstellen, damit es ja jeder sehen kann. Und im Motel One sind in Frankfurt auch mehrere. Ich glaube 3 Stück oder so. Könnten auch 4 sein. In Köln sind es, glaube ich, 4. Das weiß ich, weil ich in Köln auch geguckt habe. Aber ich hatte auch erst überlegt, ob ich als nächstes nach Köln fahre. Aber Köln werde ich wahrscheinlich auslassen. Köln ist mir ein bisschen zu heißes Pflaster aktuell. Ähm, Was habe Da könnten sie ihn zu schnell finden. ich auch im heutigen Vlog schon erzählt, dass Köln, Hamburg und so weiter so ein bisschen die Hotspots der Haters sind. Und deswegen werde ich die wohl ein bisschen meiden, zumindest jetzt in der ersten Zeit. Ich denke, irgendwann wird es mit den Hatern auch ein bisschen besser, weil wenn sie nicht mehr wissen, wo ich bin und wenn sie mir nicht mehr zu Hause nachrennen können und so weiter, für das jetzt am Anfang zwar ein bisschen an Reiz gewinnen, weil es ist ja jede Schnitzeljagd, wie sie es nennen. Aber ich denke, ganz allgemein gesehen wird es mit dem Hatern, zumindest was das Reale angeht, zurückgehen. Rainer, es sind irgendwie Google Map Tools unterwegs, wo man markieren kann, wenn man dich irgendwo gesehen hat, Rainer. Man hat dann vielleicht einmal 1 oder 2 Tage, wo man nicht weiß, wo du bist, und dann findet man dich dann doch schon ganz schnell wieder. Ich weiß nicht, ob es da aufgefallen ist, aber du fährst ja relativ auffälliges Auto. Oh man, wie er da echt, dass er das echt hochlädt. Dass er das echt hochlädt. Das ist alles hier, eigentlich ist er besiegt. Er hockt sich da rein und denkt sich so, wow, ich bin's, und die wissen nicht, wo ich bin, und die finden mich im Leben nicht. Und wahrscheinlich ist er Stunde später so, dass die Leute bei ihm vor der Tür stehen. Ich hoffe nur, dass meine Klicks und meine Videos gute Aufrufe bekommen. Auf jeden Fall lege ich jetzt hier erstmal. Ich habe ja mit Bleach angefangen und das Coole ist, ich habe hier WLAN. Ich habe auch schon den Vlog hochgeladen von heute. Ist auch wunderbar schnell gegangen. Ich habe hier 1 Gigabyte, nicht 1 Gigabyte, ich habe hier 100 Mbits. Also es ist nicht ganz so schnell wie zu Hause das Internet, aber es ist immer noch unglaublich schnell. Und im Vergleich zu meiner 16K Breitbandleitung damals, wo ich 2 Stunden für ein 10 Minuten Video gebraucht habe, läuft das hier einfach ratzefatz. Das Video war so schnell hochgeladen, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Das ist richtig geil gewesen. Es sind noch, ich habe jetzt auch noch mit ein paar Leuten im Discord, haben wir uns auch noch unterhalten. Da habe ich natürlich dementiert, dass ich in Frankfurt bin. Ja. Das hat auch sau gut geklappt, Rainer. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Erfolg. Dass du dementiert, dass du in Frankfurt bist, und bist sofort gefunden worden in Frankfurt. Ist ja ganz klar. Das soll ja keiner wissen, muss ja keiner wissen. Aber hier läuft jetzt gerade so eine geile Dia-Show. Geduscht bin ich inzwischen auch. Ich war jetzt gerade noch mal im Auto und habe noch was geholt. Und morgen muss ich mal gucken. Morgen geht's dann, wie gesagt, habe ich zumindest vor, morgen geht's in den Tiergarten. Du wiederholst dich, Rainer. Du hast angefangen mit, ich bin geduscht und ich bin in Frankfurt und morgen fahre ich in den Tiergarten, und jetzt bei der Hälfte vom Video fangst du mit dem ganzen Scheißdreck schon wieder von vorne an.
Willst du vielleicht ein bisschen Runtime schinden? Kann das sein? Ja, Rana? Ja? Um ein bisschen mehr Monetarisierung zu bringen? Hm? Weil deine Gaming-Streamers nicht mehr stattfinden, deswegen keine Kohlen mehr reinkommen. Rainer, ist das so? Ist das vielleicht auch der Grund, warum du die letzten 2 Tage 5 Videos ins Internet geschissen hast? Ich denke, ich lasse das Schild draußen hängen. Bitte nicht stören, weil ich möchte nicht unbedingt, dass jemand im Zimmer rumfummelt, wenn ich nicht da bin. Es erwartet er, was passiert, dass sich die Hater als Zimmermädchen verkleiden und ins Zimmer einsteigen und seine Sachen klauen oder was? Und Rainer, du bist nicht James Bond. Ähm, ansonsten, ja, mal gucken. Äh, ich meine, die meisten wertvollen Habseligkeiten nehme ich eh mit. Also Wow, sogar in seinem komischen Bosshemd ist hier am Ärmel ein riesengroßes Loch drin. Aber auch weil der Speckarm zu fett für den Ärmel ist. Laptop werde ich eh nicht im Zimmer lassen, das wäre ja dämlich. Den werde ich definitiv mitnehmen und auch natürlich die Tablets und so weiter. Der ist so paranoid, das ist nimmer normal. Der ist so paranoid. In keinem Hotel klaut dir irgendjemand was aus dem Zimmer in Deutschland. Das vor allem so ein Laptop nicht. Das kannst du glauben. In diesen ganzen Hotels, da werden so viele Hoteltester regelmäßig vorbeigeschickt. Wenn da irgendwas ist, da ist Polen so weit offen, das glaubst du nicht. Und wie gesagt, die Hater werden in dein Zimmer nicht reinkommen. Das sei denn, die machen ja den Tom Cruise irgendwie an der Hotelwand runter, so wie in Mission Impossible. Die werde ich definitiv mitnehmen. Die werden im Auto zwar nicht sicherer sein. Im Gegenteil, Rainer. Zur Autoscheibe schnell eingeschlagen. Also, ich möchte niemanden hier auffordern, um das kann man sagen, irgendwelche Autoscheiben einzuschlagen und ihm irgendeine Scheiße aus dem Auto zu klauen. Nicht machen. Aber rein logisch gesehen ist sein ganzer Scheiß in diesem Hotelzimmer deutlich sicherer als in seinem Scheißauto. Aber ja, mal schauen, wie es läuft. Wenn wir schauen, sehen wir dann schon, wenn der Hund nicht geschissen hätte. Eigentlich wollte ich einen Livestream machen, wie ich wegfahre von zu Hause. Aber das hat nicht funktioniert, weil du in Hinterpfurdeivel gewohnt hast und keinen anständigen Empfang hast. Aber ich hatte Angst, dass ich mich verplapper. Und als nächstes weiß ich jetzt noch nicht, wo ich hinfahre. Ich möchte auf jeden Fall hoch in die Nordsee, also wird es wohl Richtung Hamburg gehen. Das kann Ja, aber ich hätte gedacht, Hamburg ist so eine Hater-Hochburg. Da wollen wir doch gar nicht hin. ich durchaus sagen, weil es weiß ja keiner, wie ich nach Hamburg fahre. Ich werde mit Mit dem Auto wahrscheinlich, Rainer. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, wie du von Frankfurt mittig nach Hamburg kommst. Also, irgendwann landest du wahrscheinlich auf der A7. Sicherheit noch 2, 3 Zwischenstopps machen, bevor ich in Hamburg bin. Ich habe auch noch ein paar Freunde quer über Deutschland verteilt. Die werde ich nach und nach auch mal ein bisschen besuchen. Ja, die werden sich gewiss sicher richtig, richtig freuen, wenn du da vorbeikommst. Natürlich muss man das alles ein bisschen vorsichtig angehen. Aber ich habe auch schon mit zumindest einem was geplant. Ich würde ja zu gerne meine Ex-Freundin in Berlin besuchen, aber Rainer, du hast keine Ex-Freundin in Berlin. Weil du keine Ex-Freundin hast. Weil jede Freundin, von der du bisher erzählt hast, alle erstunken und erlogen waren. ich weiß gar nicht, wo sie wohnt. Weil sie nicht existiert. Die wohnt in Hinterkuckucksheim. In deinem Kopf wohnt die. Es kann gut sein, dass sie inzwischen umgezogen ist und selbst wenn nicht, ich weiß gar nicht, wo sie wohnt mehr. Kontakt ist ja damals abgerissen, leider. Ich hätte mich gerne nochmal mit ihr getroffen. Ach, naja. Na gut, ich habe mich einmal. Der labert einen Fissel, das ist nicht mehr normal. Deine Ex-Freundin in Berlin, der Kontakt ist leider abgebrochen. Ich übersetze das mal in reiner Deutsch, das war irgendeine Mulle, der Dickpics geschickt hat, die dann gesagt hat, lass mich in Ruhe, du widerlicher Fettbeitel.
wahrscheinlich eine neue Nummer gesucht hat und eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt hat. Aber von der Ex-Freundin ist wahrscheinlich nicht die Rede. in Also nur von seiner Seite aus, und von niemand anderem sonst. Ja. Berlin mit ihr getroffen. Dann hätte ich irgendwo ein Hotel genommen und wäre dann da geblieben. Na gut, egal. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt hier zurückflacken. Ich habe noch Chips, die habe ich mir gestern gekauft. Die wollte Chips. Ein nahrhaftes Abendessen, Rainer. Ein nahrhaftes ich Abendessen. gestern zu Hause, an meinem letzten Tag zu Hause, wollte ich die eigentlich abends futtern bei Bleach gucken. Hat nicht geklappt. Jeder hat die Schimmelzähne. Es ist ja halt heute. Also ich hatte gestern 2 Döner und dann war ich einfach voll. Und heute habe ich einen Sub gegessen. Ich habe Der ernährt sich seit Wochen bloß von Kartoffelchips, Döner und Subway. Aber er weiß nicht, warum er so fett geworden ist. Keine Ahnung, Rainer. Ich kann es dir nicht sagen. übrigens nichts anderes gegessen. Ich habe nur einen Sub gegessen. Mehr habe ich nicht gegessen. Und Ich habe einen Sub gegessen. Wenn er sagt ein Sub, dann meint er das komplette Restaurant. Also alles, was da drin war. Mit Kassierer. Alles gegessen. Ist ja nix. das ist alles, was ich heute gegessen habe. Und jetzt werde ich noch mich mit ein paar Chips vollstopfen und ein bisschen Bleach gucken. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich denke, ich Es ist Tatsache, man schaut ihm über Jahre hinweg beim langsamen Suizid zu. Oder? werde heute versuchen, zeitnah ins Bett zu gehen. Erstens möchte ich morgen früh aufstehen. Spätestens um 9 oder 10 möchte ich los. Ich muss gucken, wann der aufmacht. Aber spätestens um 9 oder 10 möchte ich los zum Tiergarten. Wir schauen, ob du eine Antilope zum Reißen kriegst. Ja. Und anschließend, ja, mal gucken. Ich bin gespannt, jetzt hier im Mo-Hotel ist es ja unwahrscheinlich, aber ich bin gespannt, wann ich das erste Mal in einem Zimmer bin, wo nebendran gevögelt wird. Der ist so ekelhaft. Damit er gleich irgendwie wieder hier die Palme hier 5 gegen Rainer spielt. Was ein ekelhafter. Gut, dass ich erst vorhin was gegessen habe. So. Danach wird jetzt nichts mehr runterkriegen. Das soll es ja auch geben, habe ich mir sagen lassen. Ich kenne mich damit ja nicht aus. Ich Noch nie gevögelt, Rainer. bin ja das erste Mal nicht weg von zu Hause, aber das letzte Mal, ich hatte übrigens Blödsinn erzählt, muss ich dazu. Rainer, du erzählst immer Blödsinn. Das ist nichts Neues. Davon gehen wir aus in dem Moment, in dem du deinen kreisligen Gully aufmachst. Übrigens, was ein Bild von einem Mann. Wenn er jetzt so von so unten Ding, wo es dann den Speck, der in der seine 3, 4 zusätzlichen Kindpartien noch nach vorne drückt. Alter. Zu sagen. Ich habe im letzten Livestream gesagt, dass ich das letzte Mal, dass ich mehrere Tage woanders geschlafen habe, am Wacken 2015 war, Summer Breeze 2015 war. Das stimmt nicht, das ist mir erst im Nachhinein jetzt eingefallen, wo ich gerade drüber nachdachte. Das letzte Mal, wo ich unterwegs war, war auch in einem Mo-Hotel und es war in Köln damals, wo ich bei World of Wolfram beim Dreh dabei war. Und da hat man dich auch relativ schnell gefunden, Rainer. Und dann hat man da Pizza hingeschickt. Und da bist auch in der Nacht- und Nebelaktion nochmal raus aus dem Hotel und in der anderen. Da hatten sie mich auch eingebunkert, genau. Da war ich 2 Tage auch im Hotel. Da habe ich 2 Nächte im Hotel geschlafen. Jetzt sind es 3 Nächte, also ich bin jetzt heute hier. Es war nicht eine Nacht, Rainer. Du bist um 1:30 wieder abgehauen. Dann morgen bin ich den Tag über ich in der Stadt. Beziehungsweise nicht in der Stadt, sondern in Stadt. Auf dem Rastplatz bist du am nächsten Tag gewesen. Kann ich nicht gehen. Ich bin nicht in der Stadt, sondern ich bin dann im Tiergarten. Ich hoffe, dass da nicht gerade der Schulausflug im Tiergarten ist. Das wäre natürlich Bombe. Und Warum?
Der Schulausflug. Die meisten Leute, die zu dir gekommen sind über die letzten Jahre, die sind da selber hingefahren. Die sind raus aus der Schule. Dann wenn dann der, Äh, 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 äh. man merkt, mein Kopf ist schon im Urlaub. Nee, dein Kopf ist so hohl wie eh und je. Oder schläft schon halb, aber ich bin auch echt müde. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann auch ganz echt schwer die Augen offen halten gerade. Vielleicht schaue ich bloß noch eine Folge und lege mich direkt hin. Du könntest dich auch gleich hinlegen, Rainer. Dann hättest du wenigstens noch eine Stunde Schlaf gehabt, bevor es ausziehen hast müssen. Auf jeden Fall möchte ich morgen dann zum Tiergarten. Ja, zum 100. Mal. Du möchtest morgen zum Tiergarten, weil es da beim Streichelzoo günstig was zum Fressen gibt. Und anschließend geht's dann Zum und dann am Abend werde ich wieder hier sein. Werde ich wieder Bleach gucken, denke ich. Ja, oh, du gehst zum Tiergarten und schaust Bleach. Gibt's noch irgendwas anderes? Vielleicht werde ich ein bisschen was zocken. Livestreamen werde ich. Also, wenn ich hier live streame, dann allerhöchstens am letzten Abend. Und dann schaue ich, dass ich irgendwie die weiße Wand oder so im Hintergrund habe. Damit man das nicht erkennt. Abgesehen davon denke ich, Der Pläne geschmiedet werden. In einer Stunde bist du raus. Oder zwei, je nachdem, wie viel Uhr das war. Aber ein paar Stunden später bist du schon wieder on the road. Und geschlafen wird schön auf dem Rastplatz. werde ich Ich muss noch überlegen, was ich Moment, ich bin jetzt am Montag hier, Dienstag. Ich muss mir noch überlegen, was ich Mittwoch mache und Donnerstag ist ja Abreise schon. Also theoretisch gesehen kann ich mir am Donnerstag einfach mal Frankfurt angucken. Na, du kannst am Donnerstag nicht Frankfurt angucken. Soweit ich weiß, warst du am Donnerstag schon wieder in Nürnberg. Mittwoch. Mittwoch kann ich mir theoretisch mal Frankfurt angucken, einfach mal durch Frankfurt fahren. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es hier direkt nicht, glaube ich. Nee, Frankfurt gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Das ist so klein, das sondiert sich da überhaupt nicht. Bus in Frankfurt. Wo denkst du hin? Wie brunzblöd kann man eigentlich sein? Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Die Kissen sind irgendwie unbequem, obwohl. Ja, beschwer dir jetzt auch nur über die Kissen. Alter, du kommst aus der Bruchbude. Ganz ehrlich, Cracksüchtige wollten in deinem Haus nicht sterben, ja? Cracksüchtige würden in dein Haus nicht zum Sterben reingehen. Und du beschwerst dich jetzt hier, ja, das Bett ist zu weich und die Kissen sind zu unbequem. Rechts und links, das schnalzt da dir da. Obwohl sie so flauschig sind. Ah, ist aber trotzdem, es ist ein schönes Hotel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich ja richtig wohl. Die Dusche ist vor allem cool. Ich habe ja schon mal eine Führung durch ein Hotel gemacht. Gut, das Zimmer sieht ein bisschen anders aus wie damals. Obwohl es im Großen und Ganzen das gleiche Zimmer ist. Die Zimmer sind, glaube ich, alle die sehen, glaube ich, alle gleich aus oder fast gleich aus in den Motels. Ja, die werden ähnlich eingerichtet sein, aber es ist ein Hotelzimmer, Rainer. Das ist ein Raum, da steht ein Bett drin und ein Schrank und dann ist wahrscheinlich nur ein Bad nebendran und fertig. Das Coole ist, ich habe hier meinen Lichtschalter. Boah, hack uns unter Strom drauf. Jetzt kann ich das Licht ausmachen, jetzt ist es dunkler im Zimmer. Wie ein Kleinkind. Schaut mal, hier habe ich einen Lichtschalter, da kann ich das Licht an- und ausmachen. Keiner entdeckt die Welt. Und dann hier noch das Ambientlicht. Ja. So, Jetzt haben wir wieder die unterbelichtete Rainer-Qualität, die wir gewohnt sind. jetzt ist das einzige Licht noch von dem Feuer. Das ist kein Feuer, sondern ein Bildschirm, du Depp. Haben sie so einen coolen Flachbildfernseher. Ich kann natürlich auch Fernsehen gucken hier. Das erste Mal seit Jahren, dass ich Fernsehen gucken könnte. Aber ich habe überhaupt kein Interesse daran. Ich schaue Bleach auf dem Laptop. Ja, das haben wir jetzt schon 5-mal Geht. gehabt. Und da läuft jetzt eben so eine Flaggen-Show. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist echt cool. Es ist echt cool gemacht. Ja, das ist eine ganz stinknormale Aufnahme von einem Feuer. Wie so ein Urmensch, der das erste Mal Feuer sieht. Oh, oh, oh. Ah, heiß.
Hell. Na gut. Oh, bitte hell. Also, mein erster Tag in Freiheit. Mal schauen, wie lange die Freiheit bleibt, Nicht lang, Rainer. Nicht lang. bevor sie wieder zum Sklavenalltag wird. Gut, dann haut rein. Rainer, du gehst in den Knast. Das hat mit Sklavenalltag nichts zu tun. Und wie versprochen letzte Woche, es soll ab dieser Woche mehr Videos geben. Wird ein bisschen schwierig, weil Oi. ich denke, Freitag, Samstag erst kommt dieses Video hier, wenn ich eben schon wieder unterwegs bin. Donnerstag, wie gesagt, ist hier auschecken. Ja, ja, Donnerstag. Und ich muss mal gucken, ob ich zwischendurch einen Vlog oder so mache. Theoretisch gesehen kann ich einen Vlog mit einem weißen Hintergrund machen. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Haut rein und tschüss. Also es war wirklich jetzt wieder richtig, also am Anfang richtig geil, weil seine komplette Utopie ist, oh, die finden mich nie. Ich bin jetzt endlich hier safe und oh, ich freue mich auf die nächsten Tage hier im Hotel. Das kannst du dieses, wenn ich, wenn ich nicht der komplette Vollidiot wäre, würde ich das jetzt hier irgendwie reinschneiden. Dieses A few moments later. Und ups, wäre er wieder davon. Und dann hat er mal aber schon gemerkt, so richtig zu sagen hat er nicht viel gehabt. So, er sitzt im Hotel, er will in den Tiergarten gehen und er schaut Bleach. So, das sind die 3 Informationen, die hat er ungefähr 20 Mal wiederholt, damit er die Runtime voll kriegt, damit er ein längeres Video hat. Weil streamen ist ja nicht mehr. Wollte er nicht mehr machen. Und dementsprechend ich merke das, wir sind jetzt eine knappe halbe Stunde dabei. Und ich breche jetzt hier ab und schaue, dass ich das nächste Video mache, weil ich habe, ja, wie gesagt, was aufzuholen. Dann vielleicht benannt und viel Spaß bei allem, was ich heute noch geschafft kriege. Bis denn.